Sind engem Joer Schwarzmer vun de Pensionioen mir heieren am Fong neicht aneg an de Medien op mans enkeet woch. Wir sinn as alle go eens. Neicht machen ass ganzcher Kengleisung, zuele so net an ganzcher wat fir dat der och wichteg ass. Also Pensionssystem braut Ëmlageverfahren, wat den onmoschen demografischen Wurstemer da schläst, an dat fir dat der definitiv Kengleisung. Mir wëlle kin 1 Millioun Einwohnerstadt, mir wëlle kin 2 Millioun Einwohnerstadt. Und wir wollen keine 3 Millionen Einwohnerstadt. Das heißt, wir müssen irgendwas machen. Der war die einzige Partei, die von Anfang an mit klaren Proposen kam. Wir hatten eine Broschüre in alle Städte geschickt. Und noch im Debat am März in der Chambre habe ich alle Ideen vorgebracht und noch neue Ideen zusätzlich mit an den Debat herangeholt. Von den anderen Parteien und von der Regierung habe ich nichts hören. Gar nicht. Bis letzte Woche. Ich persönlich war selber auch immer erstaunt, dass ein Premierminister über Pensionen oder über die verschiedenen Möglichkeiten, die die Regierung envisagiert, geschwärzt hat, weil die Minister von der heute bislang noch nicht hören. Und sie hat immer gesagt, Anfang Juli kommt schon ein Abschlussbericht von der Konsultationsphase und am Herbst hören wir dann den großen Projekt de loi, den dann die Regierung schlussendlich ausgeschafft hat, aber wo dann Schiedverein Hanno sein Muster dazugehen und darüber diskutieren darf. Ganz großes Problem war natürlich auch an der Rede von der Nation. Es waren just Teilinformationen. Es waren verschiedene Sachen, die man gesagt haben. 3 Millionen Lut pro Jahr, das soll aus dem Staatsbudget, dann ein bisschen aus dem dritten Pilier. Und am Anfang hat gar keine klare Antwort gekriegt und auch gar keine klare Proposen. Gestern an der Kommission mit der Minister kriegten wir ein bisschen mehr Antworten, wir konnten ein bisschen mehr fragen. Aber ganz konkret wissen wir immer noch nicht. Das heißt, das Ganze hat keinen Kopf, keinen Schwanz. Und ich ging bald so, was der Premier gemacht hat, war ein ganz schlechter Schachzug für einfach irgendetwas an den Raum zu geheuern. Kommen wir zurück zu den Mesuren, die selber ein bisschen proposiert haben. Was wir begrüßen, vor allem, was auch bei uns an der Broschüre war, dass der Premier gesagt hat, es gilt nicht mehr für den privaten Sektor, sondern auch für den öffentlichen Sektor, egal was für eine Mesure geholt gehen. Das ist schon mal der Erste. Was wir aber noch mehr begrüßen, ist die Flexibilisierung der Studentenjahren. Die bleiben bei denen 10 Jahren wie los. Aber die Limite von 27 Jahren soll abgehoben gehen und soll am Anfang über seine ganze Schafflebenszeit können Studentenjahren ranholen, bis eben zu einer Limite von 10 Jahren, was wir als ADR auch immens begrüßen, aber was wir auch proposiert haben. Der dritte Punkt, es soll mehr aus dem Staatsbudget kommen, soll mehr aus dem Staatsbudget kompensiert gehen. Auch das war eng von unseren Proposen, zum Beispiel Dankenschei und Babyjahren, die aus der Pensionskäse geholt gehen. Das ist aber eine politisch motiviert, ganz gute Decision. Und da sind wir auch der Meinung, da müssen wir gucken, ob das nicht aus dem Staatsbudget soll kommen und nicht aus der Pensionskäse. Bon, was wir noch begrüßen, ist zum Beispiel, was ich gerade schon angeschaut habe, die 3 Monate, die alle Jahre sollen dabei kommen, ob die Kotisationsjahren, also ob die Feiertjahre. Ich weiß nicht, wie nicht soll laufen, ich weiß nicht, wie lange es soll laufen. Ja, wir waren noch eine Erhöhung von den Kotisationsjahren im E-Jahr. Wir hatten ganz klar einen Propos gemacht. Wir wollten über 12 Jahre alle Jahr 1 Monat verlängern. Das heißt, jeder Verein weiß, wo ein Druck wäre bei uns, geben eine Verlängerung von einem ganzen Jahr gehen, aber abgedehnt über verschiedene Jahre oder über ein paar Jahre. Das andere, was wir zu begrüßen, sie wollen nicht in die Reform von 2012 gehen. Okay, kann ich darüber diskutieren. Das heißt aber auch, weil die Pensen mehr hoch wie die Resetten von der Pensionskäse, werden Ajustement oder kann den Ajustement ganz wegfallen. Und auch die Allocation de fin d'année. Da hatten wir proposiert, dass wir hier einen degressiven Ajustement machen. Das heißt, die kleinen Pensionen am Anfang hier ein Ajustement beibehalten, aber die Pensionen mehr hoch gehen, dass dort ein Ajustement immer mehr geht. Wenn Sie darauf festhalten, in der Reform von 2012 wird ein Ajustement, also die Anpassung und Lohnentwicklung für alle Pensionen, die niedrig und die hoch, komplett wegfallen. Die Regierung hat auch nicht gewollt, unbedingt in Kotisationen, also in Beiträge zu gehen. Ich fand, dass in der ganzen Diskussionsrunde nicht unbedingt ein Tabuthema war. Wir selber als ADR haben noch proposiert, dass in Kotisationen erhöhen von 8 auf 9%. Das natürlich nicht von einem Tag auf den anderen, aber auch über pro Jahr Step by Step immer lösen, 0,1% zum Beispiel, für das sich Patronat, aber auch Salarien können darauf anstellen und anpassen und dass es nicht direkt in Herden kickt, wo es 1% an die Luft gehen klammen. Für zu resümieren, da der weiß ganz klar, was für Ideen und Proposen sie hat, für das Pensionssystem zu reformieren. Bei der Regierung und bei den anderen Parteien ist das definitiv nicht so. Du sagst just noch großes Fragezeichen.
Wir sind gespannt, was lo am Bericht am Juli rauskommt und noch was dann schlussendlich an der Proposition, am Projet de loi am Herbst stehen wird.